Hallo zusammen und herzlich willkommen nicht zu einem Food Draft. Ja, wir machen da ein kleines Aufnahmemarathon, Sessions, Dings da, Bums, irgendetwas. Und wir haben, ja, wenn du die Food Draft Session geschaut hast, dann weißt du, wieso wir jetzt kein Food Draft mehr machen, sondern ein 1 gegen 1 Challenge Spiel da. Ja, wenn du die Food Draft nicht gesehen hast, den Link und die Beschreibung anklicken, die Food Draft Sessions die mal reinziehen und dann natürlich dann wieder hierher kommen oder nach dem Ganzen die anderen Sachen anschauen. Aber was machen wir jetzt hier? Ich denke mal, Luca erklärt das kurze, einfache Prinzip einmal. Ja, wir dachten uns, komm, Ultimate Team mal weg. Wir haben dort ein bisschen schlechter gespielt, darum jetzt mal offline 1 gegen 1 und zwar in eine Longshot Challenge. Das heißt, geschossen wird nur außerhalb des 16ers. Und ja, die Teams werden zufällig gewählt, das heißt, wir werden gleich eine gewisse Anzahl drücken auf zufällig und dieses Team wird gewählt, außer es ist über 3 Sterne. Also es muss 3 Sterne oder tiefer sein, das Team. Genau, also sonst werden ja, so kommen auch Teams zustande, also zustande kommen Teams ausgewählt, die man sonst nicht wirklich spielen wird. Ja, und eben, wir machen das ganz einfach, ich sage eine Zahl, ich muss so viel mal dann auf Viereck drücken, zufällig, und das Team dann nehmen. Außer es ist über 3 Sterne, da muss man noch einmal drücken, so lange drücken, bis ein Team mit 3 oder weniger Sterne kommt. Ja, so einfach ist das Prinzip und ich würde sagen, ich gebe mal die erste Zahl vor und ich sage 4. Ja, noch einmal drücken. Ja, und da haben wir ein 3-Sterne-Team, die Chiapas. Und was bekomme ich? Sagen wir 4 mal. Auch 4 mal? Okay. Ja. 1, 2, 3, 4. Und ich habe ein 1,5 Sterne-Team. Ja, das geht somit etwas im Nachteil, aber ich würde sagen, wir stellen uns die Mannschaft zusammen und dann sehen wir uns dann gleich beim Gameplay. Das Spiel beginnt, die Formationen wurden gestellt, beide spielen eigentlich gar nicht mit Verteidigen und jetzt kommt es darauf an, was wir da hinbekommen können. Wir gehen direkt mit einem schönen Angriff. Er will da ein Trick, kommt auch durch und der Schuss. Wunderschön. Oh, mein Torhüter. Oh, das wird gefährlich. Jetzt schießt er. Ja, gar nicht gefährlich. Oh, komm schon, komm, Pass, Rütte und Schuss. Oh, nein, Pass. Oh, schön, Ball. Und jetzt kommt das Tor. Wenn das Tor 200 Kilometer breit wäre, wäre es vielleicht gegangen. Oh nein, fuck. Und es kommt nicht der Schuss. Okay, er will skillen. Oh. Das war frech. Der Freistoß von Luca, mal schauen. Hat er überhaupt Freistoßschützen? Keine Ahnung, der nimmt da irgendjemand. Ich stelle natürlich keinen auf die Linie. Ist das nicht notwendig? Ist zum Tor gekommen. Könnte fast sein, dass wenn man ein Tor schießt, dass die Entscheidung... Oh, nein! Was für ein Schuss! Was für ein Schuss! Recht für ein 1,5 Sterne-Team solche Schüsse zu bringen, aber... Ja, der Torhüter hat es kommen sehen und wusste, dass der nicht reingeht, also... Ja, genau, klar. Alles easy. Oh mein Gott, was für ein Pass! Und jetzt kommt der Schuss! Und der Torhüter hält sogar! Es hätte nicht gezählt. Er hat viel zu lange gewartet. Oh, schön durchgespielt, aber der Spieler ist zu langsam. Torhüter draußen, komm, nimm den Ball an, nimm den Ball an! Pass, nochmals Pass und wunderschöner Schuss da. Komm, Torhüter, jawohl, komm, schieß, mach! Ja, 1:0, jawohl. Wunderschönes Tor, muss man das sagen. Wie schön rausgespielt. Ein Wunder, dass der Ball über die Linie kam, ja. In diesem Tempo. Wirklich, unglaublich, schaut euch das an. Die Arroganz da vom Torhüter ausgenutzt mit einem Bombenschuss. Was für ein Tor, noch nie gesehen in FIFA. Oh mein Gott. Nein, was macht der Verteidiger da? Scheiße, und jetzt? Nein! Ja, er darf nicht schießen, er muss zurückpassen. Oh, der Torhüter rennt. Ja, und jetzt muss er zurückpassen. Kein Spieler da hinten. So viele Spieler vorne und im entscheidenden Moment keiner da. Und jetzt bei mir. Oh, sehr schön. Komm,
Schieß ihn rein! Was für Scheißschüsse haben diese Spieler? Oh, schön gespielt. Und jetzt der Finesse-Schuss. Nein. Oh, zurück. Schuss. Oh, fuck, sein Torhüter hält. Endlich mal ein akzeptabler Schuss. Sehr schön. Und dann ein Pass da. Und der Schuss. Ja, die Führung ist mittlerweile doch verdient. Jetzt kommt die Ecke. Nicht wirklich, aber Geht natürlich nach hinten. Schuss! Und sein Torhüter hält. Oh nein, bitte nicht noch das Tor. Bitte nicht noch das Tor. Ah, mein Torhüter, ein Biest! ja, ist das verdient? Schreibt mal unten rein. Ich denke nicht. Ich würde sagen, mehr als verdient ist dieser Sieg. Es ist der Sieg. Ja. War irgendwie lustig das Ganze. Ja, Schüsse, ziemlich ausgeglichen. Du hattest natürlich mehr Ballbesitz, bester Pass genommen. Aber, ja, Super gewonnen. gespielt mit dem Torhüter. Gewonnen. Knapp 1:0. Mit einem Hammertor. Ein Hammertor. Wunderschön. Also, unglaublich das Tor. Ja, wenn dir diese Episode gefallen hat, lass natürlich einen Daumen nach oben da. Ich denke, wir werden noch mehr solche Sachen aufnehmen. Besonders wenn ihr das natürlich wünscht, wird das noch öfters kommen. Bei Ideen einfach Kommentare unten. Wenn ihr Ideen habt, was für Challenges man so machen könnte, dann offline 1 gegen 1, Luca und ich zusammen. Lasst mich das mit Kommentaren wissen. Und dann werden wir schauen, was wir davon dann umsetzen werden. Ich denke, umsetzbar ist eigentlich alles. Von daher würde ich sagen, vielleicht auch, ob Bestrafungen eingebaut werden sollen oder nicht. Alle, wir sind da komplett offen. Lasst mich das mit Kommentaren wissen. Und ja, das war es eigentlich mit dieser Folge. Mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Luca, abschließende Worte von dir? Pures Glück. Pures Können, hat er gesagt, ganz klar. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao.